Hallo Kreuzpunkt. Herzlich willkommen bei unserem Karfreitag Gottesdienst. Hoffentlich geht es euch gut. Dass ihr schon bis jetzt guten Morgen gehabt oder guten Nachmittag. Ich weiss nicht, wenn ihr seid hier zum Schauen. Wir werden heute Abendmahl miteinander feiern. Wenn du würdest gerne nach dem Predigt Abendmahl feiern und hast aber deine Abendmahl noch nicht bereit, darfst du jetzt gerade das Video anhalten, Abendmahl geschwind vorbereiten, wenn du Traubensaft hast oder Wein hast oder etwas anderes, darfst du kreativ sein in der Situation, wo wir rein sind und mit Brot oder Biscuits ein gutes nehmen und für dich oder mit deiner Familie, mit deinem Mann oder Frau das Abendmahl vorbereiten. Es ist schön, dass wir Karfreitag zusammen feiern können. Ich bin wirklich dankbar für unser Technikteam, für die Technology, die wir haben, die wir dürfen trotzdem ein bisschen einander spüren und im Kontakt miteinander bleiben. Letzte Woche habe ich geschaut, was Karfreitag auf Deutsch heisst. Und das Wort Kar hat geheißen, es kommt vom Klagen, vom Trauen. Und auf Englisch, Karfreitag heisst Good Friday. Und das gefällt mir ein bisschen besser, weil es ist good. Und da habe ich schon daran gedacht, wir sind nicht wirklich traurig an der Karfreitag. Es ist ein trauriger Tag, dass unser Herr Jesus Christus hat müssen für unsere Sünde sterben. Aber wir feiern den Tag. Ich mag mich erinnern, als ich Kind war und Muslime haben viel Trau- und schlechte Tage, wo sie einfach trauen von ihrem Prophet oder von einem Imam, weiß ich nicht was. Und ein paar Kolleginnen von mir haben gefragt, ja, Brina, habt ihr nicht so einen Tag, wo ihr weint und brüllt und traut von eurem Jesus oder von anderen Propheten? Dann habe ich gesagt, nein. Eigentlich als Christen, wir feiern nur, weil wir haben alles nur zum Feiern. Auch Karfreitag. Es ist ein schöner Tag für uns zum Feiern. In der Bibel steht im Galater Kapitel 6, Vers 14, Paulus sagt sehr klar, möge ich mich nie rühmen, außer im Kreuz unseres Herrn Jesus Christus. Er sagt, dass das Kreuz ist das Zentrum von unserem Glauben. Dass eigentlich das Kreuz ist das, was wir so stolz auf das nehmen, wo uns Würde gibt. Und wir rühmen, wir sind stolz auf das Kreuz. Und es ist nicht mit dem Kreuz die Holz gemeint oder das Symbol vom Kreuz, sondern es ist das, was Jesus am Kreuz gemacht hat. Und ganz sicher, das Kreuz damals hat nicht so schön und glatt und sauber ausgesehen, sondern die sind heavy und rough gewesen. Für die Juden ein Kreuz ist eine riesige Schande gewesen. Für die Juden hat es geheißen, wenn ein Jude wurde gekreuzigt, hat es geheißen, dass Gott hat ihn verfluchtet. Wenn ein Jude hat nur ein Kreuz angelangt, wäre er unrein nach jüdischer Tradition und Gesetz und er musste sich wieder reinigen und sauber machen. Und beim Roma, die haben nur bei schlimmsten Verbrechen die Person gekreuzigt. Und beim Jesus? Jesus hat Kreuz für sich ausgewählt. Bei Jesus ist Kreuz eine Wahl gewesen. Tod bei ihm ist eine Wahl gewesen. Er musste eine Entscheidung treffen, schon von Anfang an. Ich mag mich gut auch erinnern, eine Kollegin ist mal zu mir gekommen. Es war vor dem Ostern und ich habe in der Schule gesagt, dass wir Ostern feiern. Und meine Kollegin hat mir gesagt, ja, ich glaube nicht, dass Jesus wurde gekreuzigt und er wurde wieder auferstehen nach 3 Tagen. Weil, wenn ihr sagt, dass Jesus ist Gott und er ist Sohn Gottes und er ist mächtig und ihm ist nicht unmöglich, dann eigentlich hätte er sich vom Kreuz retten. Eigentlich hätte er nicht am Kreuz sterben. Und das ist die Geschichte dahinter. Stimmt. Jesus hätte sich retten können. Er hat immer wieder
Wahl gehabt. Er hat Gelegenheit gehabt. Er hätte nicht müssen am Kreuz sterben. Er hat locker ein Befehl geben und vom Kreuz runterkommen. Er hat die Gelegenheit gehabt, wenn er vor dem Pilatus gestanden ist. Und der Pilatus hat ihm die Wahl gegeben, verteidige dich. Sag etwas für dich. Er konnte sich verteidigen. Und er konnte weggehen. Er hat die Wahl in Gethsemane. Als er hat nach Vater geschreit und gesagt, lass die Kelch von mir vorbeigehen. Er hat die Wahl gehabt. Er konnte aufstehen und weglaufen. Und ehrlich gesagt, ich glaube, Jesus hat diese Entscheidung von unserer Sünde am Kreuz sterben, hat jeden Tag sich bewusst entscheiden. Es ist nicht einfach gewesen. Wir glauben, dass Jesus ist Mensch, aber er ist Gott, aber er ist auch Mensch gewesen. Und schon als Kind, als 12-Jährige, er hat immer wieder gesagt, ich bin da, um den Willen dessen, der mich gesandt hat, zu erfüllen. Ich bin da, um Gottes Willen zu machen. Was ist Gottes Wille gewesen? Die Rettung der Welt. Schon als Kind, als er ist aufgewachsen, hat er vor seine Augen gehabt, ich werde sterben, damit diese Leute leben können. Ein Mensch, ein Gott, der muss sich entleeren und eine menschliche Form zu sich nehmen. Der hat nie sündigt, hat unsere Sünde auf sich genommen. Der ewig war, hat das Todesurteil auf seine Seite genommen. Der erhabene und herrliche Gott ist gesehen, hat all seine Würde, all seine Würde und Stolz auf Seite lassen. Er hat sich erniedrigt. Und er hat erlebt, von Menschen geschlagen, getreten, angespuckt, verspottet und verachtet zu werden. Und er hat das freiwillig gemacht. Er hat es nicht bereut, weil er ist gekommen, um zu sterben. Und er hat bis zum Kreuz täglich die Entscheidung getroffen. Er war ein Sohn, wo sein Vater gehorsam war. Und bis zum Schluss, als gehorsamer Sohn, der vor dem Vater steht und sagt, Vater, vergib sie, die wissen nicht, was sie machen. Mit Gehorsamkeit, er hat jeden Schritt genommen. Und mit Gehorsamkeit ist er am Kreuz gegangen. Das war seine Wahl. Und er konnte die Wahl nicht treffen. Als Jesus ist, ich sage es nur kurz, es hat mir einfach sehr interessant gedrückt. Als Jesus ist vor Leuten gestanden und die konnten auswählen, entweder ihn oder einen anderen Verbrecher, einen anderen Tief, wenn ich es darf sagen. Er hat Bar-Abba geheißen, oder Barabbas. Und Bar-Abba heißt auf Aramäisch der Sohn des Vaters oder der Sohn des höchsten Rabbi, Lehrer. Und als ich an die Bibelstelle gelesen und Predigt vorbereitet, habe ich mir vorgestellt, da ist Bar-Abba, der Sohn des Vaters, ein Verbrecher, ein Mann, der hat alles schlecht gemacht, der war eigentlich berühmt als ein Verbrecher, als ein Mörder, jemand, der andere Menschen umgebracht hat verdient zu sterben, hat verdient, auf dem Kreuz zu gehen. Und da ist ein anderer Mensch, der nie sündigt. Und er ist auch der Sohn des Gottes, Sohn des Vaters im Himmel. Und da sind die zwei Menschen, die zwei Bar-Abba. Einer, der hat verdient zu sterben und einer, der hat nicht. Einer, der sündigt hat und einer, der hat die Sünde von ihm auf sich genommen. Einfach das Bild hat mich sehr stark beeindruckt in dieser Woche. Ich bin Bar-Abba. Ich bin die Tochter Gottes, die Tochter von dem Vater, wo da steht. Und eigentlich haben Menschen sollen sagen, er muss sterben, sie muss sterben. Aber die haben nach Blut von Jesus geschreit. Und Jesus steht da und Vater schaut ihn an. Er schaut Bar-Abba an. Sind beide sein Sohn. Sind beide
einer, wo Jesus ist und die anderen, wo seine Schöpfung sind. Und er schaut beide an und ein Sohn muss sterben, damit der andere Sohn darf ewig Leben haben. Als Jesus am Kreuz gestanden ist, seine letzte Wort ist das gewesen: Es ist vollbracht. Es ist fertig. Es ist vollbracht. Und er sagt nicht, oh ja, ich bin fertig. Ich mag nicht mehr. Ich habe alles gemacht. 30 oder 33 Jahre mit euch habe ich gelebt. Jetzt ist fertig. Nein, das hat er nicht gesagt. Weil er ist nicht fertig. Er ist wieder auferstanden. Er hat gesagt, es ist vollbracht. Es ist alles vollbracht. Weißt du, im Alten Testament, es gibt mehr als 380 Verheißungen über Messias, über den kommenden Messias. Es ist vollbracht. Alle Verheißungen im Alten Testament, alles, was voran über Jesus wurde gesagt, bis zum Kreuz, bis der Moment, es ist vollbracht. Und deswegen sagt er auch in der Bibel, ich bin nicht gekommen, um Gesetz auszulösen, sondern um das Gesetz erfüllen. Ich habe erfüllt. Er hat es vollbracht. Es ist nicht eine Verheißung über den Messias, sondern auch Verheißungen von unserem Leben. Verheißungen für dich und für mich. Auch diese Verheißungen hat er vollbracht. Auch diese Verheißungen hat er erfüllt. Gottes Verheißungen, dass ich werde mit euch sein. Dass ich werde euer Vater. Ihr werdet meine Kinder. Ich werde euer Gott. Ihr werdet meine Nation. Das hat er vollbracht. Jetzt ist nicht mehr abhängig von meinen Taten, sondern weil Jesus ist am Kreuz gestorben, darf ich sein Kind sein. Darf ich ewig seine Tochter, seine Nation, seine Braut sein. Es ist vollbracht. Alle Verheißungen über mein Leben, über dein Leben ist vollbracht. Und nicht nur das, sondern er hat den Preis gezahlt für dich. Es ist lustig, das Wort «es ist vollbracht» auf Griechisch hat Bedeutung, im Vollkommen zu bezahlen. Etwas komplett zu machen. Ist fertig. Wenn du bist ein Verbrecher gewesen, bist im Gefängnis gewesen und hast deine Zeit im Gefängnis fertig gemacht, dann hätte sie gesagt, es ist verbracht. Es ist fertig, jetzt darfst du frei gehen. Wenn du all deine Steuern gezahlt hast, es ist verbracht. Wenn du etwas komplett gemacht hast, es ist verbracht. Es ist nur mehr zahlen, es ist nur mehr zu machen, es ist fertig. Und Jesus da schon sagt, ich habe den Preis gezahlt für deine Sünde. Ich habe den Preis gezahlt für deine Schulden. Ich habe den Preis gezahlt für die Verurteilung, die du hast müssen haben. Es ist verbracht. Baraba. Alles, was du bis jetzt gemacht hast, ist verbracht. Wenn du in ihn glaubst und wenn du ihn ansprichst, es ist verbracht, er ist für dich gestorben. Und es ist nicht mehr, was du machen kannst. Und der Lustige ist, er ist nicht nur für deine Vergangenheit gestorben, er ist für die Zukunft gestorben. Das heisst, wir machen Sünde wenig oder billig. Oder wir können sündigen und mit Sünde einfach umgehen. Nein. Sondern wir ehren, was er am Kreuz gemacht hat. Es heisst, wenn ich in ihm glaube, die vergangenen Sünden sind fertig. Sind fertig. Und Gott wird sich nur mehr erinnern an das, was ich gemacht habe. Und in Zukunft, wenn ich mit Jesus laufe, in Jesus laufe, wenn ich die gleiche Entscheidung täglich treffe, wie Jesus getroffen hat, es ist verbracht. Es ist fertig. Paulus sagt in 2. Korinther Kapitel 1, Vers 20, was immer Gott an Zusagen gemacht hat, in seiner Person finden sie alle ihre Erfüllung. Er ist das Ja und deshalb sprechen wir auch unter Berufung auf ihn zur Ehre Gottes das Amen. Habt ihr gewusst? Wir sagen Amen, weil es ist verbracht. Das sind die 3 wichtigsten Worte für jeden Mensch. Es ist vollbracht. Es ist fertig. Es ist fertig. Und weil es ist verbracht, habe ich Hoffnung. Und weil es ist verbracht, habe ich Zukunft und Leben. Und weil es verbracht ist, habe ich Bestimmung. Weil es verbracht ist, habe ich Vergebung, habe ich Heilung,
habe ich ewige Leben, habe ich Friede und Freude in meinem Leben, weil es ist vollbracht. Weil er ist am Kreuz gestorben. Er hat Verheißungen verbracht. Er hat Preis gezahlt, damit ich eine lebendige Beziehung mit Gott, unserem Vater, haben. Wenn ich darf, es wäre nicht Bar Aba für eine Frau, sondern Bet Aba heißen, dann darf ich ein Bet Aba sein. Wenn du ein Mann bist, du bist ein Bar Aba. Und wir sind Kind des Vaters. Kind des Gottes. Und er hat einen Sohn gegeben, damit er einen anderen Sohn retten kann. Er hat einen Sohn gegeben, damit dieser Sohn und Tochter ewige Leben haben. Damit die Gott erkennen als Vater. Wie schön ist das? Dass wir können Vater und Abba nennen. Weil Jesus ist am Kreuz gestorben. Und die ersten 300 Jahre, der Kreuz ist ein Symbol vom Tod und Schmerz gewesen. Aber heute, Kreuz ist ein Symbol von Hoffnung und vom Leben. Was entscheidest du für dich von ihm? Wie würdest du umgehen? Schau, er gibt dir Entscheidung. Er ist am Kreuz gestorben für deine Sünde. Für alles, was du gemacht hast. Und alles, was er braucht, ist, dass du in ihn glaubst. Dass du glaubst, dass er hat für dich gestorben, dass du ihn aussprichst und Buß tust und bekennst, dass er ist der Herr. Und das Schönste ist, ich weiss, du bist Karfreitag. In 2 Tagen ist Ostern. Er ist auferstanden. Er lebt. Und ich liebe das, dass eigentlich ich muss ihm nicht beweisen. Er ist da und er kann sich selber beweisen. Er ist nicht ein Prophet, der im Grab liegt. Er ist nicht ein Mensch, der gestorben ist und dann ist weg. Er ist Gott, der heute auch unter uns lebt. Was entscheidest du dich heute? Wenn du sagst, ich habe mich schon vor Gott entschieden und ich bin schon Christ so lange, meine Frage ist, entscheidest du dich täglich vor Gott? Wie Jesus hat für uns muss täglich die Entscheidung treffen. Täglich in Gehorsamkeit leben. Lebe ich auch so für ihn und mit ihm? Lebst du so mit ihm? Wir werden gerade jetzt in Abendmahl einsteigen. Und ich werde beten mit Abendmahl zusammen. Und ich tue dich einladen, um mal Gedanken machen, was für eine Entscheidung treffe ich heute. Will ich jeden Tag mit Kreuz im Zentrum von meinem Glauben, Kreuz im Zentrum von meinem Leben zu leben? Und eben nicht als Symbol, sondern auf das, was Jesus am Kreuz gemacht hat. Wie lebst du? Mit was beschäftigst du? Dein Leben ist tatsächlich Kreuz, das Zentrum, deine Glauben. Wenn nicht, bitte ich dich mit mir beten, wenn du willst. Und ich will einfach das, was Jesus gemacht hat, die Autorität und die Kraft in deinem Leben aussprechen. Ich werde noch von der Abendmahl, darf ich eine Bibelstelle lesen, wo Jesus gesprochen hat, in Lukas Kapitel 22, ab Vers 19, wo sagt, dann nahm Jesus ein Brot, sprach darüber das Dankesgebet, brach es in Stücke und gab es ihnen mit den Worten: Das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Tut das immer wieder, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Ebenso nahm er nach dem Essen den Becher mit Wein und sagte: Dieser Becher ist Gottes neuer Bund, der in Kraft gesetzt wird durch mein Blut, das für euch vergossen wird. Liebe Gemeinde, liebe Geschwister, er hat sein Leib und sein Blut für dich gegeben. Er hat sich entschieden, freiwillig. Niemand hat ihm gezwungen. Er kann frei gehen. Er hat sich freiwillig bewusst entschieden, am
am Kreuz für dich sterben. Damit, wenn du dich für ihn entscheidest, kannst du ewige Leben haben, kannst du Frieden haben, kannst du gerettet werden und Vergebung in deinem Leben haben. Und wenn du dich entscheidest, darfst du das Abendmahl mit uns nehmen. Ich werde für euch beten und nach dem Gebet nehmen wir Abendmahl miteinander. Jesus, wir sprechen aus deine Kraft, deine Autorität, deine Heilung, was du am Kreuz gemacht hast, dass du hast alles vollbracht, dass es ist fertig, dass in dir liegt Leben, in dir liegt Kraft, in dir liegt Autorität. Du bist der souveräne, allmächtige Gott, weil du bist am Kreuz gegangen in Gehorsamkeit. Und du hast dein Leben gegeben, damit wir Leben haben können. Und wir sprechen aus an die Verheißungen in unserem Leben. Und weil du das vollkommen gemacht hast, können wir heute Ja und Amen sagen zu dieser Verheißungen. Wir können zu deinem Wort, Vater, heute Ja und Amen sagen. Dein Wort ist wahr. Dein Wort ist Amen. Und dein Wort ist Ja. Ja, und ich spreche gerade jetzt aus. In der Familie, wo würde sich gerne entscheiden für dich, Jesus. Ich bitte, dass jeder, der sagt, hey, ich will ihn erkennen. Wenn er lebt, dann ich will ihn sehen. Wenn er wirklich da ist, dann würde ich ihn hören. Dann würde ich ihn spüren. Den Namen Jesus Christus, unser lebendiger Gott, der unter uns ist und gegenwärtig ist, bitte ich, dass gerade jetzt durch die Herz, die Gedanken und die Seele der Menschen berühren. Und jeder, der sein Herz offen und sagt, hey, ich will es ihm annehmen. Und ich will ihn sehen und ich will hören und ich will Gott verstehen. Gerade jetzt, Vater, bitte ich mit dem Heiligen Geist, dass du diese Menschen berührst. Und dass die für dich erleben. Danke für deine Leib und dein Blut, die du für uns gegeben hast. Und danke, dass wir heute in der Erinnerung für das, was du gemacht hast, den Abendmahl nehmen. Ich bete, egal wer, also die Leute, die jetzt Abendmahl nehmen, als Familie oder allein, dass du sie segnest, die Abendmahl segnest. Und dass sie in Einheit, als Leib Christi, in Einheit mit dir das Abendmahl nehmen. Amen. Wenn du noch nicht fertig bist mit Abendmahl, kannst du noch mal anhalten, als Familie beten, Abendmahl fertig machen. Und wenn du fertig bist, und ich hoffe, ihr habt Abendmahl genommen, nicht mich nur geschaut beim Abendmahl nehmen, ich würde euch gerne und herzlich einladen, jetzt im Lobpreis einzusteigen. Letztes Mal, als ich predigt habe, ich gesagt, schreibt ein paar Verheißungen in der Bibel in eurem Leben auf. Vielleicht hast du es gemacht, vielleicht hast du es nicht gemacht. Wenn du es nicht gemacht hast, darfst du heute noch schreiben. Und wir haben gelesen, weil Jesus hat das alles vollbracht, ist Gottes Botschaft, ist die Verheißungen Ja und Amen. Und wenn du es geschrieben hast, hey, sprich sie wieder aus. Und sprich Gottes Ja und Amen auf die Verheißungen aus. Jetzt, ihr werdet sehen, dass wir haben den Link auf meiner linken Seite vom Lobpreis. Ihr werdet auf den Link gehen und ihr dürft jetzt eine Zeit vom Lobpreis und Gemeinschaft mit unserem Herrn und mit dem Heiligen Geist geniessen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen genialen Wochenende und schöne Ostern miteinander. Adieu.